Servus miteinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein kleines Video über bayerische Traditionen, über Trachten, über alles. Ihr habt es ja schon ein bisschen angefangen. Lederhose ist da oben verlinkt. Andere Videos werde ich so im Laufe der Zeit dann auch in diesem Video verlinken. Gell, um was geht's heute? Heute geht's ums Charivari, um das zweitwichtigste gleich nach der Lederhosen. Ihr wisst ja, wenn du keine Lederhosen anhast, bist quasi nackert. Ja, was gehört dazu? Charivari. Hier, um das geht's heute. Um die Zierde, um die Pracht des bayerischen Mannes. Und die Mädels und die Dirndln, die haben das natürlich auch. Und wie gesagt, komme ich später noch dazu, man verschenkt sich das so hin oder her, vererbt es. Und die Mädels hängen sich halt dann über die Brust oder unter die Brust. Ja, und die Männer, die hängen sich halt da daher. Gell? Ja. Wie fangen wir das Thema am besten an? Es ist ein Erbstück meistens. Es wird vererbt, es wird verschenkt, es ist eine Trophäe, ein Talisman, ein Glücksbringer und jeder hängt halt dran, was er meint, das für ihn wichtig ist. Das heißt, es hat eine sehr, sehr lange Tradition. Ja, viele Bedeutungen, keiner weiß so genau, wo es herkommt. Charivaria, lateinisches Wort, Durcheinander, Verhau, wie auch immer, Gescheites Durcheinander. Dann im Griechischen heißt sowas ähnliches wie schwerer Kopfschmerz, Gebimmel, Geschepper und so weiter. Es ist alles so ein bisschen ähnlich. Im Altfranzösischen bedeutet das Wort sowas wie Katzenlärm, Geschrei, Geklimper. Und das Wort Charivares gibt es ja auch in vielen Sprachen. Gibt es, glaube ich, sogar im Englischen. Das bedeutet auch Durcheinander, Gebimmel, Geschepper, Rumgeschepper und so weiter. Also unterm Strich ist es im Endeffekt so, viele Wörter, viele Geschichten, keiner weiß, wo es herkommt. Ich finde da am ehesten noch die altbayerische Geschichte am schönsten, die Charivari oder Charivari, dass man sagt, hey, du bist ein rechter Charivari oder ein rechter Diridari, das heißt, du bist halt so ein Durcheinander, ein Wirrkopf, heute würde man vielleicht sagen, ein verspulter Typ. Das ist halt so die schönste Version. Und im Endeffekt gleicht sich das ja alles so ein bisschen an. Durcheinander, Wirr, viel Zeug, Gebimmel, Geschepper, da wird das Wort kommen. Wo kommt es grundsätzlich her? Grundsätzlich auch wieder eine Geschichte, und wie es bei Geschichten ist, weiß ja jeder, man erzählt sich immer viel, was dann dahinter wirklich stimmt. Das ist halt eine andere Sache, weil es weiß halt einfach keiner mehr nach Generationen. Ja, Uhrenkette, da soll es angeblich herkommen. Wobei die Uhrenkette immer noch ein Bestandteil von der bayerischen Tracht ist. Das heißt, die ist immer noch wichtig, die trägt man immer noch dazu, die schmückt man auch aus, aber die trägt man halt hier nicht da unten am Hosenlatz. Ja, also wahrscheinlich kommt es von der Uhrenkette, die man dann immer mehr verziert hat, muss aber auch nicht richtig sein. Wobei der Wortstamm, der ist jetzt auch nicht so wirklich wichtig. Heißen tut es Charivari, manche sagen Charivari. Und wie gesagt, jeder weiß, was ist. Gebimmel, hängt rum und scheppert. Was viel wichtiger ist, und da kommt jetzt so ein bisschen der Aberglaube wieder dazu, das Charivari muss eine ungerade Anzahl an Anhängern haben. Ja, woher das kommt, weiß ich nicht. Also keine 12, sondern 13 Anhänger dran. Sonst passiert da was. Das Charivari ist natürlich auch ein Statussymbol. Es ist natürlich so, der reiche Bauer oder Landbesitzer, der hängt sich da silberne Münzen hin. Der Bergsteiger, der Kraxler, der Wulderer und so weiter, der hängt sich halt aus der Natur Sachen hin. Der Bergsteiger Bergkristalle und schöne Steine. Der Wilderer und Jager hängt sich halt dann Hörner oder Zähne von Wildschwein oder ein Mardergebiss oder Grandeln, das sind die Backenzähne vom Wild. Zum Schluss ist es halt einfach so, je größer und je prächtiger das Charivari ist, umso angesehener war man halt einfach. Also es ist wirklich ein tatsächliches Statussymbol gewesen, der dann zum Talisman, Glücksbringer und so weiter geworden ist. Charivari ist auch so im gesamten Alpenraum vertreten. Das heißt, nicht nur die Bayern tragen Charivari, sondern natürlich auch unser Nachbarland, unsere Freunde, die Österreicher, die haben als Trachtbestandteil natürlich auch Charivari. Bei den richtig alten, echten Charivaris ist es so, die sind natürlich aus Silber. Das sind alles silberne Anhänger, das sind alles echte Steine, echte Hörner, echte Zähne und echte Sammlerstücke, die da dran sind. Echte alte Silbermünzen, das ist praktisch der Bestandteil von dem ganzen Charivari-Zeug. Es ist kein Modeschmuck, man kauft sich den nicht mal so schnell, dass man auf der Wiesn mal schnell sich da was hinhängt und dann da so ein bisschen damit rumhampelt, sondern es ist wirklich tatsächlich ein Trachten- und Kulturbestandteil, der in Bayern wirklich sehr wichtig ist. Wie schon gesagt, der Charivari, das kauft man sich nicht,
sondern das verdient man sich, man vererbt es, man kriegt es geschenkt oder man bastelt es halt selber. Das heißt aus Jagdtrophäen oder aus alten Münzen, wie ich halt schon gesagt habe. Und genau diese Sachen, die machen also ein Charivari zu einem wirklich einzigartigen, ausgefallenen Schmuckstück. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass verschiedene Charivaris ganz schnell einmal locker mehrere tausend Euro wert sind. Da halt Sachen dranhängen, dadurch, dass die von Generation zu Generation schon gewandert sind, die Dinge auch Geschichten haben, die wahrscheinlich nur noch der Großvater oder der Urgroßvater erzählen kann. Wertvoller Gegenstand, genauso wie eine alte Lederhosen oder ein Gamsbad, gleich mehrere tausend Euro und es wandert halt von Generation zu Generation. Ist natürlich so, man muss halt diesen Kreislauf auch mal anstoßen. Also wenn ihr den Kreislauf anstoßen wollt, dann schaut euch mal ein bisschen um. Und da gibt es halt wirklich wunderschöne Sachen. Die neuen Sachen, die sind meistens versilbert, sind aus Zamak, haben halt dann auch Anhänger zum Ergänzen. Also heutzutage würde man vielleicht Charms dazu sagen, was aber auch wieder so ein relativ blödes Wort ist. Also wenn ihr wirklich ein Charivari haben wollt, kauft euch kein billiges Charivari aus dem Kaugummiautomaten und geht auch nicht in den 60 Euro Lederhosenshop, wo man halt dann einfach mal schnell irgendwie, dass man auch ein bisschen eine Tracht hat, sich so ein Klump kauft. Also kauft euch was Vernünftiges, was ihr auch wieder weitergeben könnt. Früher aus Silber, das ist natürlich das echte Charivari, heutzutage Zamak, versilbert, kommt es ja oft vor und wenn ihr in so einem Billigladen kauft, könnt ihr froh sein, dass es nicht aus Plastik ist, aber damit sollt ihr euch sowieso nicht irgendwo sehen lassen, ja, mit einem Plastik-Charivari. Da bleibt es lieber daheim dann. Ja, muss ich kurz den Klugscheißer-Modus noch anschalten. Zamak setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Bestandteile zusammen. Zink, Aluminium, Magnesium, Kupfer. So, Klugscheißer-Modus zu Ende. Geht's weiter. Ja, also lang vererbte Kette. Ich werde euch jetzt das auf den Tisch legen. Dann werden wir mal so die Bestandteile kurz durchgucken. Was ganz wichtig ist, es ist natürlich so lange vererbt, von Generation zu Generation. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt da gerade irgendein Tier dafür sterben musste, sondern das sind Dinge, die wirklich schon sehr lange aus bestimmten Gründen an diesen Erbstücken dranhängen. Ich zeige es euch nochmal von der Rückseite, damit ihr seht, dass das alles ein richtig schönes Teil ist. Eine Ansteckklammer, das sind richtige alte Münzen alles aus verschiedenen Jahren. 3 Mark, dann die Patrona Bavaria natürlich immer drauf. Das ist ein silberner Gabelstiel gewesen. Der ist da vorne. An die Löwenbranche, an die bayerische mit dem Wappen ist die hinten dran gelötet. Ja, hier die Münzen vom reichen Bauern oder wie auch immer. Dann geht's los hier außen mit einem Keilerzahn, einem Wildschweinzahn in Silber gefasst, der mal mindestens seine 100 Jahre hat. Dann ein kleiner Adler, das sind Adlerkrallen, die auch mindestens 100 Jahre auf dem Buckel haben. Kleines Herzerl von der allerliebsten. Ich schätze mal, dass das ein Hühnerfuß mit Dorn ist. Dann hier noch eine kleine Klaue. Silbernes Wildschwein. Da sieht man einen Gamsenfuß, ein Bergkristall. Das ist ein einjähriges oder ein verkümmertes Horn von einem Hirsch. Da ist es so, was viele Leute nicht wissen, deswegen sage ich das jetzt hier mal dazu. Ein bisschen rausziehen da. Das Wild, das wirft jedes Jahr sein Geweih ab. Das heißt, wenn man sowas findet, genauso auch wie hier diese großen Geschichten, sowas hier, da ist kein Tier dafür gestorben, sondern jedes Jahr wirft das Tier das ab. Das sind die Grandeln, wo ich gesagt habe, das sind die Backenzähne vom Wild. Sind immer schön poliert, klar, weil es da drauf rumkaut. Dann haben wir hier Bärenklauen, die sind mal richtig alt, also es sind echte. Aber da es ja bei uns schon seit 100 Jahren keinen Bären mehr gibt und das ja auch ein Erbstück ist das wahrscheinlich so seine, ich weiß nicht, 200 Jahre, noch älter. Oder es kommt wieder aus einer ganz anderen Ecke, vielleicht aus Ungarn oder so weiter. Dann haben wir hier ein kleines Mardergebiss, was auch ganz selten mittlerweile ist, weil man das eigentlich so gut wie gar nicht mehr macht.
weil es auch viel zu aufwendig ist, das so zu erhalten und das dann so schön in Silber zu fassen. Und dann hier als Abschluss natürlich nochmal von einem Keiler der Zahn. Ja, das ist jetzt praktisch der Schnelldurchlauf von meinem Charivari gewesen. Jetzt muss ich hier sagen, für den einen oder anderen ist es vielleicht ein richtig großes, prächtiges Charivari. Es ist aber tatsächlich so, wenn ich so mit unseren älteren Herren unterwegs bin, dann ist es lächerlich klein. Und das glaubt man immer gar nicht. So, nachdem wir jetzt da die ganzen Details durchgegangen sind, muss ich euch natürlich noch was vorstellen. Hier die Hosen übrigens, das ist die heilige St. Florians Hosen von Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, ihr kennt es ja alle, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Der Schutzpatron der Feuerwehrleute. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn, die haben natürlich ein wunderschönes Charivari Starter Kit im Programm. Das muss ich euch jetzt vorstellen, weil ich das nämlich extrem zeitgemäß finde. Das ist jetzt eine Mischung aus adaptierten, neuen Trachtenelementen und Traditionsgeschichten. Handgefertigt in einem kleinen österreichischen Familienbetrieb. Ja, muss ich euch verlinken, unten oder oben, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, mein Lieblingslederhosen-Manufakteur, der hat auch Charivaris im Programm. Und ich fand das halt einfach so schön, weil ich auch die ganzen Kleinigkeiten da dran recht cool finde, so dass man das einfach mal herzeigen muss, wenn einer von euch diese Traditionskette anstoßen will. Fahrt's vorbei, kauft solcher Charivari, ist versilbert und hat lauter echte Hörner und so weiter dran. Und ich finde es eine richtig schöne Sache. Jetzt zählen wir noch die Anhänger schnell durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sogar darauf haben sie geachtet. Ungerade Zahl. Super. Das heißt, der Sparifankerl wird euch nicht holen. Da könnt ihr nichts falsch machen. Gell? Ich werde das jetzt an meine Zweitlederhose dranhängen und mich darüber freuen. Da ist es natürlich auch so, das bleibt ja auch nicht so, sondern da kommen ja Sachen dazu. Wenn ihr wieder irgendeinen schönen Anhänger habt oder irgendein schönes Hirschhorn oder irgendwelche schöne Grandeln oder irgendeinen schönen Bergkristall, dann wird der da dazu gebastelt. Gell? Oder wenn ihr irgendwas findet. Oder wenn eure Herzallerliebste euch ein kleines Silberherzchen schenkt oder was auch immer, ein Bierkrug, eine Wulsau, man weiß es nicht. Dann kommt es auch mit dazu. Ja, das ist ein richtig schönes, schweres Teil. Also das ist kein irgendwie so ein Plastiklump, sondern das kannst du auch zur Selbstverteidigung hernehmen. Haltet die Traditionen aufrecht, weil wenn wir das nicht machen, bleibt bald nichts mehr übrig. Kauft kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Pfiat euch.